Ehre, heute zu begrüßen Frau Liz Heller, Unternehmerin, Unternehmensberaterin und Steuerberaterin. Und sie spricht heute zu uns über ihr Herzensthema und ihr Erfolgsthema, Clan Value. So machen sie aus ihrer Familie ein Unternehmen und aus ihrem Unternehmen eine Familie. Viele Jahrhunderte haben sich Clans gehalten, weil sie etwas hatten, nämlich ein ganz klares Commitment zu den Werten, die diesen Clan prägen. Also jeder Clan hat unterschiedliche Werte, aber es gibt zum Beispiel Dinge, die unabdingbar sind, die einfach nicht gebrochen werden können, wie zum Beispiel eine gewisse Loyalität gegenüber dem Clan. Also wenn man sich für Werte committiert, ja, zum Beispiel eben der Wert der Loyalität, und diese Werte werden gebrochen, dann ist das Ähnliches, wenn man einen Vertrag bricht. Freundschaften, Vertrauen, Loyalität, das sind ganz wichtige Dinge. Dass man nicht sich überlegen muss, bekomme ich ein Hackel ins Kreuz, wie man sehr oft sagt, sondern dass ich weiß, ich kann mich vorbehaltslos dem Clan und den Clan-Prinzipien ausliefern, weil ich weiß, im Rücken steht jemand, der mich abfedert, wenn es mir nicht gut geht. Es wäre eine Falscheinschätzung, wie man einen Clan entwickelt, dass man sagt, okay, alle sind gleichberechtigt. Es kristallisiert sich immer eine Führungspersönlichkeit heraus. Und das ist meine Behauptung, ich brauche dementsprechend auch im Clan einen Omega-Typen. So, der Omega-Typ, das ist der Böse, ja? Das ist derjenige, den sie alle nicht mögen und sagen, das ist aber einer, den wollen wir eigentlich nicht, aber der beflügelt die Gruppe. Und dieser Omega-Typ, der hat einmal für sich das Zeug, der Alpha-Typ zu werden. Der ist auch der gewährleistet, dass der Clan wächst, dass der Clan besser wird, dass der Clan sich auch behauptet in dem internationalen oder auch nur in dem lokalen Wettbewerb. Und das finde ich einfach ganz, ganz klasse, wenn jemand sich bewusst ist, dass es unterschiedlicher Persönlichkeitstypen bedarf, um einen Clan am Leben oder lebendig zu halten und ihm auch die Wachstumsmöglichkeiten zu ermöglichen. Also es gibt natürlich zwei verschiedene Ausgangssituationen. Die eine Ausgangssituation ist, besteht schon ein Clan und wir schauen uns an, ob dieser Clan auch einen Bestand hat. Ja? Also ob der langfristig wachsen kann, ob da alles in Ordnung ist mit den Visionen, mit den Werten. Das zweite ist, man will aktiv einen Clan gründen. Die Clan-Welt, in der ich agiere, das ist die Welt der Unternehmer und Unternehmerinnen. Das heißt, es geht nicht um einen Fußballclan, es geht nicht um einen Spielclan. Da kann man gute Beispiele davon ableiten, wie das dort funktioniert, aber für mich ist es wesentlich, Unternehmen dorthin zu bringen, einen Clan zu bilden. So, und jetzt haben wir natürlich diese Situation. Das eine ist, ich habe schon ein bestehendes Unternehmen, das heißt, ich muss mir überlegen, habe ich dort eine Werteskala? Weiß ich das überhaupt? Habe ich das einmal niedergeschrieben? Kennen das meine Mitarbeiter? Was sind die Werte, die dieses Unternehmen treibt? Viele Unternehmen haben eine Vision, nämlich Dinge besser zu machen, als sie die bisherigen Generationen gemacht haben. Die Kommunikation ist sehr, sehr wesentlich. Weil in der Kommunikation spielt sich zum Beispiel das Thema des Respekts oder der Augenhöhe ab. Ja? Weiß ich über die Macht der Sprache und die Sprache der Macht. Sprache im Clan, die sollte bewusst gemacht werden und es sollte klar sein, mit welchen Begriffen man agiert. Und die Kommunikation im Inneren, aber auch im Äußeren des Clans ist so wichtig. Und ich poche dann immer wieder darauf, dass diese Prinzipien eingehalten werden. Und die positive Stimmung, die jemand ausstrahlt, der ins Unternehmen kommt und zum Beispiel nur ein Paket abgibt, ja, diese positive Stimmung, die wirkt sich dann sofort sowohl auf die Mitarbeiter aus, aber auch auf Kunden, die vielleicht gleichzeitig kommen oder auf Lieferanten oder gegebenenfalls den Bankmitarbeiter, der die Kreditlinie im Unternehmen verlängern möchte. Also das erste Mal, der Clan ist was Ernsthaftes, weil man sich dazu kommittiert und bekennt. Aber auf der anderen Seite ist der Clan etwas, was man ja auch zelebrieren sollte. Und zelebrieren bedeutet das zum Beispiel, dass man sagt, ich mache ein Fest. Ja?
Man macht miteinander Festivität. Warum? Weil ich auch so gerne Feste feiere. Ich brauche jeden Mitarbeiter. Und jeder Mitarbeiter soll sich wohlfühlen. Und es gibt heute schon ganz klare Statistiken, wo drinnen steht, Mitarbeiter bleiben deswegen in einem Unternehmen nicht, weil sie so viel verdienen, sondern weil sie sich wohlfühlen und weil sie sich in einer Familie geborgen fühlen. So. Im Clan gibt es auch Clan-Rezepte. In meinem Buch, das ist Clan Value, habe ich auch Rezepte von anderen Clans drinnen, was denn so gegessen wird, wenn man miteinander Feste feiert. Früher hat man gesagt, man hat die Suppe noch ein bisschen mehr mit Wasser aufgegossen. Wenn noch ein zusätzlicher Gast gekommen ist, war sie halt ein bisschen dünner, aber die Gruppe ist halt gewachsen und dementsprechend ist auch die Suppe gewachsen. Das heißt, sie hat mehr Wasser gekriegt. Und mit ein bisschen Würze kann man auch eine etwas dünnere Suppe zu einem köstlichen Mahl gestalten. Also der Clan hat so viele Möglichkeiten,